Na, da bist du da ja endlich. Eine Stunde zu spät. Geht deine Uhr falsch? Kannst du deinen Eltern eine Entschuldigung geben? Bis 23 Uhr. Das glaube ich nicht. Künftig achtest du besser auf die Zeit. Ist das klar? Nein, aber Peter darf 23 Uhr draußen sein. Deswegen habe ich die Zeit ganz vergessen. Bei uns gibt es Regeln. Ja, Regeln müssen sein. Ja, doch. Erst zu spät kommen und dann auch noch frech werden. Darüber unterhalten wir uns noch ewig. Morgen kommen Oma und Opa zu Besuch und dein Zimmer sieht furchtbar aus. Aber wenn ich sie für blöde halte, möchte ich das Gegenteil. Ein bisschen und immer deine dummen Sprüche. Du musst sowohl aufräumen als auch Staubsaugen. Du sollst dein Zimmer in Ordnung halten. Dafür bekommst du da ja Auftragsgeld. Hörst du, was deine Mutter sagt? Morgen, bevor Oma und Opa kommen, muss dein Zimmer in Ordnung sein. Mit Stuhl so ein bisschen untereinander. Wer Ordnung hält, ist nur so faul zum Zuschauen. Und Erik, noch etwas, bevor du in dein Zimmer gehst. Deine Haare sind schön wieder so lang. Sie hängen dir ins Gesicht. Gehst du morgen zum Friseur? Das kann nicht in Frau. Ich mag meinen Friseur. Ich aber nicht. Das spielt keine Rolle. Ich schreibe dir schließlich auf Niveau, wie du aussehen sollst. Genügt jetzt, ihr beiden Strahlenhähne. Über deine Frisur kannst du selbst entscheiden. Deine Mutter will dir nur einen Rat geben. Raume jetzt dein Zimmer und gehst danach zu Bett. Es ist schön spät. Gute Nacht, Erik. Ja, gute Nacht, Erik, und schlaf gut. Der Junge bringt mich auf die Palme. Erik, mach sofort die Musik aus. Schließlich wollen wir schlafen. Hörst du? Okay, du brauchst gar nichts zu wollen. Gute Nacht, mein Sohn. Gute Nacht. Immer deine dummen Sprüche. Als Pfuh. Auch Taxen mit Eite, wirklich doll. Nein, aber Peter hat... Gute Nacht, mein Sohn.